Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Treue hält und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Amen. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. 2 Wochen nach Ostern im Kirchenjahr ist das der Sonntag Misericordias Domini. Das Erbarmen von Gott ist so das Zentrum in diesem Sonntag eigentlich. Und der gute Hirte ist so ein zentrales Motiv in diesem Sonntag. Wir stehen immer noch in der von Covid-19 geprägten Zeit mit den Masken, die wir tragen müssen. Vorhin, als ihr die Zettel genommen habt und geschaut habt, in welcher Bank ihr hockt, habe ich gedacht, das ist wie Orientierungslauf in der Kirche, die wir haben. Wir hoffen, die Situation wird sich jetzt langsam anpassen. Ab nächsten Sonntag dürfen wir wieder singen miteinander mit Masken. Offiziell müssen wir noch schauen. Nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst im EGW. Da haben wir entschieden, das machen wir nicht, weil wir sicher 2 Gemeinden zusammen sind. Wir sicher nicht singen miteinander. Das müssen wir noch miteinander diskutieren. Aber schön ist, wir dürfen Gottesdienst feiern. Wir sind zusammen. Wir können miteinander hier in der Kirche feiern. So wie das schon Generationen vor uns auch gemacht haben und wir uns in das Gottesvolk dürfen einbinden. Wir werden zum Anfang still und wollen beten miteinander. Gott, du Grund, Mitte, du Fundament von unserem Leben. Wir sammeln uns heute Morgen hier in der Kirche vor dir. Lass uns in diesem Moment vom Gottesdienst zur Ruhe kommen, einhalten in unserem, was uns sonst beschäftigt, in unseren Gedanken. Lass uns still werden, lass nachdenken, lass durchschnaufen. Wir danken dir für unser Leben, für jeden Moment von diesem Leben. Auch die schweren und die schwierigeren Augenblicke. Wir danken für die Begleitung, für die Stecken und Stab, so wie es im 23. Psalm heisst, der uns führt. Wir danken dir für die Mitmenschen, die wir miteinander dürfen unterwegs sein. Für die Leute in der Kirchgemeinde, Mitchristinnen und Mitchristen. Wir bitten dich auch besonders gerade für die krank sind und leiden. Lob und Dank sei dir. Amen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, gebt das Herz ihm wieder. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben,
aller Dinge Grund und Leben, Meer und Grund und Ende, Wunder aller Wunder, ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich lese euch den 23. Psalm nach der Zürcher Übersetzung. Die meisten haben ja nach der Luther-Übersetzung gelernt. Auch wenn ich alle Besuche mache, bei älteren Leuten können sie dann mitbeten, aber dann muss ich die Luther-Übersetzung lesen, dass sie mitkommen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich, neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen, all meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang. Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet, zu dir. Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich lese euch den Predigtext. Er steht im Buch vom Prophet Jesaja, Kapitel 7. Ich lese euch die ersten 9 Verse aus dem Kapitel 7 vor. Und in den Tagen des Achas, des Sohnes des Joram, des Sohnes des Usiahu, des Königs von Juda, zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remaliahu, der König von Israel, hinauf nach Jerusalem, zum Krieg gegen die Stadt. Angreifen aber konnten sie nicht. Und dem Hause David wurde berichtet, Aram hat in Ephraim sein Lager aufgeschlagen. Da erzitterte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald zittern vor dem Wind. Und der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Achas entgegen, du mit Shear-Jashuv, deinem Sohn, ans Ende des Kanals des oberen Teiches zur Straße am Walkerfeld. Dann sprich zu ihm, fasse dich und bewahre die Ruhe. Fürchte dich nicht, verzage nicht vor diesen 2 rauchenden Holzstummeln, trotz des glühenden Zorns, Rezins, Arams und des Sohnes von Remaliahu. Weil Aram Böses gegen dich geplant hat, weil Ephraim und der Sohn des Remaliahu gesagt haben, wir werden hinaufziehen nach Juda und ihm Furcht einjagen und es in unsere Gewalt bringen. Dann werden wir in ihm einen anderen zum König machen, den Sohn des Tabal. So spricht Gott der Herr, das wird nicht gelingen und das wird nicht geschehen, denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zerschlagen und kein Volk mehr sein. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Remaliahu. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Soweit der Text, ein kriegerischer Text aus dem Buch Jesaja, aus dem 7. Kapitel. Kurz nach Ostern, am 6. April, ist der Hans Küng gestorben. Ihr habt es sicher gelesen in der Zeitung. Hans Küng war einer der grossen Schweizer Theologen, die wir hatten. Ein Katholik, ein ganz engagierter Ökumeniker. Er hat sich immer stark für die Ökumene eingesetzt, zwischen Katholiken, Reformierten, Lutheraner, Anglikaner und natürlich auch den Weltreligionen. Die Stiftung Weltethos habt ihr vielleicht auch vorher gehört. Der Hans Küng war ein streitbarer Mann. 1979 ist ihm die Lehrerlaubnis als katholischer Professor entzogen worden vor Kurie in Rom, weil er ein Buch geschrieben hat über die Unfehlbarkeit des Papstes. Und darin geschrieben hat, das sei überhaupt keine Grundlage.
Weder in der Bibel noch in der Tradition die Unfehlbarkeit. Darauf ist ihm die Professur entzogen worden, aber in Tübingen hat man extra ein Institut gemacht, dass er weiterlernen konnte. Er war weiter Professor und hat weiter unterrichtet. Und interessant ist die Dissertation, die er geschrieben hat, 1957 als junger Mann, die hat er geschrieben über einen Karl Barth, also über einen reformierten Theologen. Und zwar über die Rechtfertigung aus dem Glauben. Das ist einer von unseren grundsätzlichen, ganz zentralen Punkten im reformierten Glauben, die Rechtfertigung aus dem Glauben. Und er hat das aus katholischer Sicht beleuchtet. Es war einer der zentralen Streitpunkte der Reformation, das Sola Fide, dass allein aus Glauben sind wir vor Gott gerechtfertigt und werden gerecht gesprochen. Und nicht aus unseren Werken heraus. Die zentrale Streitfrage aus dem 16. Jahrhundert, die zur Entstehung der reformierten Kirchen, der Lutheranerkirchen beigetragen haben, die sich nachher abgetrennt haben von der römisch-katholischen Kirche, hat der Küng gesagt, wenn man das heute interpretiere, von beiden Seiten, und das genau beobachte und betrachte, dann müssen wir eigentlich sagen, sei das kein Streitpunkt mehr. Interessant. Er hat immer probiert, die verschiedenen Konfessionen zusammenzubringen. Und ein Kollege aus Rom, ein Pfarrkollege, der Fulvio Ferrario, er ist jetzt Dozent an der Universität zu Rom, der Reformierten, bei der Waldenser, dort, wo ich studiert habe, ein paar Monate, als ich im Studienurlaub war, der hat kurz nach seinem Tod eine Würdigung von Hans Küng geschrieben. Und das ist noch interessant. Und er hat dort geschrieben, dass die Interpretation, die der Hans Küng gemacht hat, von dieser Rechtfertigung aus Glauben, die er als Katholik gemacht hat, ihn, der auch Katholik war, den Fulvio zum reformierten Glauben gebracht hat. Interessant, oder? Also so wie er es interpretiert hat, der Hans Küng, ist das für ihn ein entscheidendes Erlebnis gewesen, dass er zum Glauben gekommen ist und nachher auch noch in die reformierte Kirche eingetreten ist. Die Grenzen zwischen den Konfessionen und Religionen sind für Hans Küng, ihr merkt es, nicht unüberwindbar gewesen, sondern die haben eigentlich überwunden werden. Wir könnten jetzt sagen, ja, der Glaube ist ja nichts, was uns trennt, oder? Zwischen Katholiken und Reformierten. Der trennt uns nicht. Auch die Rechtfertigung aus Glauben, der Grundsatz trennt uns nicht. Aber das ist doch unsere Erfahrung im ökumenischen Zusammenarbeiten. Ich denke, ihr alle könnten das alle auch unterschreiben. Wenn ich mit meiner katholischen Kollegin, der Gabriele Berz, zusammen arbeite, zusammen diskutieren und zusammen feiern, dann trennt uns nichts. Oder? Wir sind verbunden in diesem Christus, wir sind verbunden in unserem Glauben. Wir haben kein trennendes Element. Wir haben natürlich von der Kirche her, vom Theologischen her, immer noch grundsätzliche Interpretationen. Vom Amtsverständnis, vom Sakramentsverständnis, vom Kirchenverständnis. Aber der Glaube ist etwas, das uns verbindet. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Hören wir der Jesaja, wo das zum König Achas, dem König vom Südreich von Juda, sagt. Was heisst denn das, Glauben? Wenn wir jetzt diskutieren miteinander, wäre das noch interessant. Wie tun wir heute Glauben interpretieren? Das Wort Glauben brauchen wir ja viel in unserem Alltag. Ich glaube, dass es morgen wird regnen, können wir ja zum Beispiel sagen. Und was heisst denn das? Ich glaube, dass es morgen wird regnen. Das heisst ja, ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, oder? Es könnte sein, dass es morgen regnet, aber ich weiss es ja nicht. Oder ich kann sagen, ich glaube, dass die Erde eine Kugel ist. Dann heisst das, in diesem Fall, ich halte es für wahr. Das ist noch stärker, oder? Also das ist eine Wahrheit, die ich daran glaube. Intellektuell, das habe ich so gelernt in der Schule, das leuchtet mir ein. Dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe, wie man früher geglaubt hat. Und dann verstehen wir, das wird ja nicht der Glaube sein, den der Jesaja
zum König davon geredet hat. Ein solcher Glaube ist sicher nicht einfach der intellektuell das für wahr halten, der Glaube, wo es darum geht, der entscheidend ist, für auch gerettet oder selig zu werden. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. So sagt es der Jesaja zum König Achaz in einer politisch äußerst schwierigen Situation, wo wir Schweizer ja schon ewig nicht mehr erlebt haben, oder in unserer Geschichte. Dass wir bedroht werden von einem fremden Volk, das an der Grenze steht, so wie das in Jerusalem dort der Fall war, wo der König vom Nordreich, von Israel und von Damaskus, die beiden Könige, das Südreich Juda bedroht haben, Jerusalem bedroht haben. Und der Jesaja tut dem König Mut zusprechen. Es hat wirklich die reale Gefahr bestanden, dass Jerusalem am Ende eingenommen und besetzt könnte werden. Also es ist wirklich ums Leben gegangen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht, dann habt ihr verloren, sagt ja der Jesaja mit anderen Worten. Und der Jesaja will dem König ganz sicher nicht sagen, im Sinn vom für wahr halten, intellektuell musst du glauben, du musst an den Gott glauben mit deinem Kopf und dann geht's, oder? Dann kommst du durch, das kann es nicht sein. So ist der Glaube nicht zu interpretieren. Es geht nicht um das, sondern in diesen Versen haben wir ja gemerkt, der König wird aufgerufen, dazu still zu bleiben und ruhig zu sein. Er soll nicht Nerven verlieren in seiner Situation, sondern er soll sein Vertrauen auf Gott setzen. Auf den Gott, den er gelehrt hat, daran glauben, auf den Gott von seinen Vätern auch. Auf den Gott soll er sein Vertrauen setzen. Ein Kommentator vom Buch Jesaja hat es so umschrieben. Es stehe nicht zur Diskussion, ob der Achaz in einem intellektuellen Sinn an Gott glaube. Weil der König, der Achaz, der war ja ganz sicher nicht ein Götzendiener oder ein Atheist, sondern das Gewicht von dem, was der Jesaja sagt, liegt dort drauf, dass der König sich in dieser schwierigen, in dieser bedrohlichen Situation als Mensch bewähren soll, als König bewähren, der Ruhe, Vertrauen und Zuversicht bewahren. Glauben heisst also, könnte man so übertragen, die Haltung von einem Vertrauen. Und zwar von einem zuversichtlichen Vertrauen. So wird der König aufgefordert vom Jesaja. Und das Vertrauen im Wissen darum, dass Gott seine Verheißungen wahr werden lässt, es schon immer hat, in der Vergangenheit wahr werden, realisiert. Ein Vertrauen, ein zuversichtliches Vertrauen. Der biblische Gott hat, wenn wir das so lesen, im Alten Testament, seit den Tagen von Noah und von Abraham immer wieder neue Heil verheißen. Noah-Geschichte, mögt ihr euch erinnern, der Regenbogen, oder? Der Regenbogen als Verheißung, Gott werde nie mehr die Sintflut über die Welt schicken. Und das Neue Testament ist natürlich auch die Verheißung, genau gleich, in Jesus, oder? Wir sagen ja auch mit dem alten Wort, der Heiland, der das Heil bringt, ist der Jesus. Also über den Glauben, da müssten wir jetzt eigentlich weiter diskutieren. Das ist etwas, was grundsätzlich ist, was auch entscheidend ist. Im Unterricht habe ich einmal auch darüber diskutiert mit meinen Konfirmanden. Da hat mir zum Beispiel ein Modi gesagt, aber Herr Josi, glaubt ihr denn an die Jungfrauengeburt? Das ist für Sie ein wichtiges Thema, oder? Dann habe ich gesagt, ich glaube nicht an die Jungfrauengeburt von Jesus. Das ist ein Dogma. Ich glaube an Jesus Christus, oder? Als unseren Erlöser. Das glaube ich, aber nicht an so etwas. Und dann haben wir eine riesige Diskussion über das Thema Dogma und was der Glaube heisst und was Glaube ist. Auch für sie ist das ja ein Thema.
Es ist ja nicht so, dass die jungen Menschen nicht interessiert sind an Glaubensfragen, auf ihre Art, auf ihre Gattung. Und natürlich auch herausfordernd. Der Grundsatz von der Reformation allein aus Glauben, das Sola Fide oder alleine durch den Glauben, das heisst, es geht also nicht um den Verstand, es geht nicht um den Intellekt, sondern es geht genauso um unseren Willen und auch um unsere Gefühle. Es geht um einen ganzen Menschen dabei. Der Luther ist ja durch einen Satz aus dem Römerbrief, aus dem Römer 3, eigentlich, das war für ihn so der entscheidende Punkt gewesen, wo er so wie eine Umkehr in seinem Denken, in seinem Leben gefunden hat. Was heisst, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. Das ist für ihn entscheidend gewesen. Das ist für ihn der Punkt gewesen, wo er gesagt hat, so, das ist genau das, was für mich, was ich brauche in meinem Leben. Und es ist nachher dem Luther der Vorwurf gemacht worden, man kann ja das in einem ganz leichtfertigen Sinn verstehen. Alleine aus Glauben. Das heisst, du musst ja nur glauben, dann kannst du ja machen, was du willst in deinem Leben. Aber eben so, wie es der Jesaja interpretiert und wie es im Alten Testament auch davon berichtet wird. Der Glaube geht unseren ganzen Menschen an. Oder? Der ganze Mensch wird von diesem Glauben in Anspruch genommen. Wer in diesem biblischen Sinn glaubt, der wird von Gott ergriffen irgendwie. Ergriffen und in Anspruch genommen. Und dann kann man nicht einfach anders, so wie vorher, es geht immer gleich weiter. Glauben meint wagen, seine ganze Sache auf Gott zu stellen. Und dann zuversichtlich einer Wirklichkeit begegnen. Die Wirklichkeit, die gibt manchmal Anlass zum Fürchten, der König Achas, der der Find vor der Tür hatte. Der hat Angst gehabt, der hat sich gefürchtet. Wir fürchten uns manchmal auch in unseren Lebenssituationen. Wenn eine Partnerin, ein Partner gestorben ist, wenn wir etwas Schweres erlebt haben, wenn wir irgendeine schwere Krankheit haben, wo wir uns auseinandersetzen müssen, das macht Angst. Oder? Das ist nicht einfach so zu überwinden. Aber Glauben meint zu wagen, seine Sache, seine ganze Sache, sein Leben auf das Fundament von Gott zu stellen. Und dann zuversichtlich weiterzugehen. Die guten Werke sind nicht Bedingung für das Heil. Sie sind Folgen, sie sind Früchte, könnte man sagen, von dem, was passiert, was uns zugesprochen wird, was uns auch durch Christus weitergegeben wird. Und ein weiterer zentraler Aspekt, besonders gerade im Neuen Testament wird betont, dass der Glaube nicht ein Werk ist von uns Menschen. Im Galaterbrief schreibt der Paulus zum Beispiel Galater 3,23, der Glaube kam. Der Glaube ist gekommen, der ist passiert, der ist geschehen, den habe ich nicht aus mir rausgezogen. Nicht ich habe mich bekehrt, nicht ich habe zu dem Gott gefunden, sondern es ist mir geschenkt worden. Ein bekannter evangelischer Theologe, der Eberhard Jüngel aus Tübingen, der sagt, der Glaube sei ein Heilsereignis, das zum Menschen komme. Das heisst ja nichts anderes, als der Glaube ist für uns ein Geschenk. Dass wir dürfen glauben, dass wir an den Christus glauben können, ist ein Geschenk. Vielleicht kennt ihr die Kirche zu Frutigen, die reformierte Kirche, die so am Hügel oben steht, so schön, ob der Trappe. Und in dieser Kirche hat es so Holzsäulen. Verschiedene Holzsäulen, die sind angemalt und auf einer hat so etwas geschrieben. Früher hat man ja, in dieser Kirche ist das nicht der Fall gewesen, aber in den früheren Jahrhunderten hat man ja eine Frauenseite und eine Mannenseite. Die Frauen links und die Männer rechts gehockt. Auf der rechten Seite, unter der Kanzel, hat es so einen Ausgang, Seitenausgang, und dort hat es so eine Holzsäule davor, und dort hat es ein Wort drauf geschrieben. Und das heisst Glaub. Ganz einfach. Bei den Männern muss man kurz, prägnant und klar sein. Bei den Frauen kann man noch ein bisschen mehr dazu tun, aber denen muss man klare Botschaft geben, Glaub.
Das ist ja der Sinn von einer Predigt, von einem Gottesdienst, vom Zusammensein, die Stärke von unserem Glauben. Im Wissen natürlich, dass dieser Glaube, das Vertrauen in Gott, der Schöpfer und Begleiter von unserem Leben, in Jesus Christus immer auch ein grosses Geschenk ist. Amen. Wir wollen beten miteinander. Zwischen den einzelnen Bitten hören wir das Kyrie und dann schließen wir am Schluss mit dem Unser-Vater-Gebet abschließen. Du, auferstandener Christus, wo du unsichtbar in unserer Mitte bist, zu dir beten wir. Du bist das Leben, du hast dem Tod die Macht genommen, aber wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. Wir bitten dich für die gegen den Tod ankämpfen, für die dem Tod ausgeliefert werden, für die an Kräfte schwinden. Nimm ihnen, nimm uns die Angst. Christus, erbarm dich. Christus, du Verstandene, du bist das Leben. Du schenkst uns den Glauben. Gib, dass der Glaube Auswirkungen auf unser ganzes Wesen und Sein hat. Dass der Glaube von Kraft und Offenheit
und Liebe darf prägt sein. Christus, erbarm dich. Christus, du Auferstandene, du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. Aber wir erleben, wie weiter Unfrieden herrscht. Wir bitten dich für Frieden, für die Menschen in Syrien, für Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, die verfolgt sind. Wir bitten dich für die Frieden in unseren Häusern und Familien, in unserer Nachbarschaft und auch in unserem Land. Christus, erbarm dich. Zusammen mit der weltweiten Kirche wollen wir jetzt die Worte beten, die du uns Christus hast gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben in unserer Kirchgemeinde müssen Abschied nehmen vom Hans Niederhauser. Der Hans Niederhauser ist 1934 zur Welt gekommen und wohnhaft an der oberen Bahnhofstrasse 22a. Und wir mussten Abschied nehmen von der Martha Graf Schlappbach. Sie ist geboren 1931 und wohnhaft in der Seniorenwohngemeinschaft Piccolo hier an der Kirchgasse. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich möchte euch noch hinweisen auf die Kollekte. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Stiftung Bubenberg hier in Spiez. Ihr kennt sie sicher, 24 Leute mit Einschränkungen, mit Behinderungen, finden dort ein Zuhause, wohnen dort und arbeiten in verschiedenen Ateliers, wo sie ihren Fähigkeiten entsprechend mitarbeiten. Danke für eure Unterstützung. Ich möchte euch noch hinweisen auf den Gottesdienst am nächsten Sonntag. Der findet nicht hier in der Kirche statt, sondern im evangelischen Gemeinschaftswerk im Kornweidli. Wir werden 2 Gottesdienste haben miteinander. Der Thomas Sösch, der Pfarrer vom EGW, und ich werden zusammen predigen. Wir haben uns aufgeteilt über Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wir sind ja hier so in
in einem Rebengebiet. Wir haben Wein in Spiez und wollen das Thema aufnehmen. Es gibt 2 Gottesdienste. Der erste findet statt am 9 Uhr am Morgen für die Frühaufsteher und der zweite am 11:15 Uhr für die gerne ein bisschen ausschlafen. Und zwar haben wir Anmeldung, auch 50 Personen, wie normal. Man kann sich über die Homepage vom EGW anmelden oder bei uns telefonieren auf das Sekretariat. Der erste Gottesdienst, der vom 9. der wird live gestreamt. Also wenn jemand auf Internet schauen will, kann er den am 9. daheim schön mitverfolgen. Und der zweite am 11:15 Uhr dann aber nicht mehr. Nachher Gottesdienste im Mai, dass ihr so ein bisschen eine Voraussicht habt, wie das weitergeht. Die 50er-Regeln, die behalten wir. Wir haben offiziell auch das Einschreiben, aber ihr seht, es wird ja nie voll. Also das heisst, ihr könnt immer auch kommen, ohne euch anzumelden. Wir werden nie auf die 50 kommen, so. Von dem her. Für so die regelmässig immer wieder kommen, also das ist etwas, wo wir ganz sicher Platz haben. Wir haben nachher am 2. Mai den Rudi Heinzer, der hier wird predigen. Sehr zu empfehlen. Rudi ist immer für eine interessante Geschichte wert und tut immer herausfordern. Nachher haben wir Konfirmationen. Konfirmationen sieht es so aus, dass wir die werden durchführen, so wie es aussieht, aber jetzt, ich habe zum Beispiel am 9. Mai in Fulensee, weil ich nicht so grosse Klasse habe, ich habe 10 Schüler, aber ich werde es einfach aufteilen, 2x5 nacheinander. Und hier in Spiez ist man überlegen, ob man einen Livestream machen will, dass die Leute, die eben nicht im Gottesdienst sind von der Familie, dass sie es daheim anschauen könnten. So, also haben wir hier in der Kirche in Spiez haben wir nachher viele Konfirmationen. Es ist so, am 9. und 16. Mai findet in einigen Gottesdienst statt, dass wir gleich einen Live-Gottesdienst haben. Dort müssen wir natürlich anmelden. Es sind ja nur 22 Leute, die in der Kirche Platz haben, also dort ist klar, dort ist das Voraussetzung, dort haben wir nicht den Platz wie hier. Der Auffahrt wird es einen digitalen Gottesdienst geben, wo der Patrick Woodford verantwortlich ist. Und am 30. Mai ist auch wieder eine Konfirmation hier geplant und zu Fulensee wird es dann einen Gottesdienst unter freiem Himmel geben, also draussen vor der Kirche, bei gebigem Wetter. Und dort dürfen wir ja jetzt neu ab nächster Woche 100 Personen sein. Also dort ist dann die Regel in diesem Sinn erweitert. Eben im Moment die 50er-Regel gilt, aber wenn jemand einfach noch merkt jetzt, ich habe mich nicht angemeldet, ich will gleich noch dazukommen, darf das immer auch passieren. Merci. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei dir, Herr. Füll du uns die Hände. Zum Segen bitte ich aufzustehen. Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.